wir sind all steht dort Ziel, Transit an Herkunftsländer. Das ist eine Fiktion. Es gibt einfach andere Gewichtungen. Es kann natürlich so, dass man all Ziel, Transit an Herkunftsländer sind mit Gewichtung, also aber so unterschiedlich, dass klar ist, dass die westliche Welt hauptsächlich Zielländer sind, an viel unterentwickelte Länder, ökonomisch gesehen, ich will das nicht moralisch bewerten, sind eben Herkunftsländer. Ich meine, das ist einfach eine Realität von der wirklichen Situation auf der Welt, die durch so Formeln, so gut gemengt auch können sehen, aber ausgeblendet gehen. Auch heute zu Lützeburg muss ich sagen, dass das Dokument ohne alle Beteiligung von der Chambre bislang verhandelt go von der Regierung. Die Regierung hat das Recht, das zu machen. Ich will das nicht dann aufstreiten, das ist eine Sache von der Exekutiv, Vertretung von Lützeburg zu feiern. Es ist aber politisch am Ende nicht ganz intelligent für die Justregierung, die da verhandelt an einer so kritischer Frage wie der Migration. Wir hatten für drun kurz gesagt, rappeliert, dass Migration besonders in Westeuropa am Blick ein ganz umstrittenes Gebiet an der Politik ist. Und für sicher gut, die Chamber matt an die Diskussionen freizeitig matt anzuziehen, an sie zu informieren. Das aber nicht geschieht. Wir haben festgestellt, dass an andere Länder auch Parlamentarier zum Teil konnten in den Diskussionen zu New York und auf andere Plätzen matt teilhaben oder konsultiert gesehen, selbst das bislang nicht geschieht. Gibt es ein Menschenrecht auf Migration? Auch das, also an Eisen von Staaten die Willen hätten, ein Menschenrecht anzuführen, dann hätte sie das nicht explizit vorgesehen. Das ist aber nicht so formuliert, gehen sie da dann Eise Analyse, auf jeden Fall kein Menschenrecht auf Migration kann entstehen, weil das auch ging am Widerspruch von der Affirmation stehen, dass der globale Kompakt, sich auf Souveränität von den Staaten berifft. Da wäre Widerspruch, den nicht kennt ausgeräumt gehen. Und dafür ist da auch der Meinung, dass den Pakt kein Menschenrecht auf Migration kann begründen und damit auch kein Rechtssubjekt als Migrant kann fundieren. Probleme sind die einseitig positive Durchstellung von der Migration. Das ist an Eisen nicht akzeptabel. Ich werde mich ja nur wahrscheinlich froh, wo steht das? Da finde ich mal ungezeichnet, weil das immer am deutschen Text steht da, und wir erkennen an, dass sie in unserer globalisierten Welt, also Migranten, eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt. Das ist eine ganz vereinfachte Durchstellung, an eng die für uns nicht geht. Und ich will nicht just so ich habe zwei Bücher mitgebracht, wie so, und das ist nicht immer eine Idee von Konservative, wie mir ziehen, du hast, dass Migration noch kann Notdeler holen. Wir haben das E-Buch, was für 2 Jahre eigentlich rauskommt, aus dem Herr Collier, Paul Collier, Exodus über die Einwanderung, werde ich nicht mehr rekommandieren, die ganz klar, für allem auch den sozialen Druck, den Migration auslöst, ganz klar wissenschaftlich beschreibt, ob den Arbeitsmarkt, ob den Wohnungsmarkt, auch was die Integration geht mit der sekundär, so dass eigentlich dass die Argumentation, dass Migration auch kann eine Reihe von sozialen Spannungen auslesen, wissenschaftlich dokumentierbar ist. Aber an diesem Pakt wird gesagt, wir müssen das unerkennen, dass es ein positiv Sache ist. Wir sehen das nuanciert. Das ist schon oft Hannes Hofbauer, sein neues Buch macht durch Kritik der Migration. Hannes Hofbauer, den bezeichnet sich Jean-Marie als ein linke Publizist, gelebt? Ja, also das ist ein Kommunist. Und hier kritisiert Migration, an dem er sieht, dass der Bund der deutschen Industrie und so weiter, die importieren fragilisiert billig Arbeitskraft, ne, au detriment natürlich von denen, die am Land sind. Das heißt, von der Schlohaisoen, am Namen von der ADR, da den Migration auch muss kritisch gesehen, dann ist das, wie gesagt, nicht nehmen, eine Sache, die nur am konservative Lehrer wiest, so Überlegungen, mehr auch sozial engagiert, kommunistisch und einfach wissenschaftliche Publikationen dokumentieren, die Charakter und die Schwierigkeiten, die aus der Migration können entstehen, ganz klar. So dass man den Auftrag, den dieser Migrationspakt als Gott wie das positiv einseitig positiv durchzustellen, dass wir das nicht können akzeptieren. Es gibt terrible unmoralische Aspekte von der Migration und eben den unmoralischsten als die Brain Drain, die wir organisieren oder auch encouragieren, DAX als Westen, oder tolerieren. Wir haben das Luxembourg Institute of Health, hat noch für kurzem in einem Vortrag hatte ich gesehen, die hatte Statistiken auf verschiedenen afrikanischen Ländern, wie viele Doktoren an denen Länder sind,
a viele Doktoren aus denen Länder zu Manchester, zu London oder bei andere Plätze sind. Das ist inakzeptabel. Ich will kein Länder nennen, aber auf verschiedene Länder sind 30 Doktoren und in einem anderen Land 900 Doktoren. Am Land, bei über 70 Millionen Einwohnern, an 3000, 4000 von derselben Nationalität sitzen zu Manchester und zu London. Also, ich meine, die Migration, wenn ihr seht, das ist immer positiv. Ich meine, das muss ich ganz klar differenzieren. Und das machen wir auch, aber wie gesagt, wie den Auftrag aus dem Migrationspakt, wie dort zu sagen, das wäre ein positiv sagt, dass diese eine vereinfachte Durchstellung als für uns nicht akzeptabel. Es gibt einfach moralische Probleme, ökonomische Probleme, die damit verbunden sind und schwätzen nach nicht von einer nicht gelungener Integration auf verschiedene Staaten und verschiedene Plätzen, mit denen wir auch konfrontiert sind. Mehr rein moralisch und ökonomisch muss man sich aber vorstellen. Migranten gehen nicht selber genug an diese Verantwortung geholt, notamment wenn sie auf die illegale Migration zurückgreifen. Die Schleiser, die sollen zwar bekämpft, die wird richtig aus, wird man voll unterstützen, aber ich meine, den der Service von einem Schleiser käft, die will ja eine illegale Migration und kann ja nicht einfach so, ja, das ist gut, okay, du musst so mal nicht. Der Schleiser wird bestraft, den aber eine illegale Migration will für sich organisieren, die lässt man frei. Das geht nicht. Ich meine, Leute denken, Verantwortung, aber wenn als Immigrationsgesetzer will erlaufen, die muss auch dazu können zur Rechenschaft, gezugehen. Auch die nationale Souveränität, das an Eisen an, zwar behauptet am Text, geht aber in Erlauf, dadurch, dass zum Beispiel die Staaten verschiedenes nur gelöscht wird, wird an ihren Kehrbereich von der Souveränität herangeht, zum Beispiel wird in den Staaten encouragiert, wie aus einem irregulären, also illegalen Aufenthalt, legalen, regulären zu machen, da der hat sich immer ausgeschwert, ging eine Regularisierung von der Illegalität, weil ich meine, das Einzige, was den Dummer da bewirkt, dass das Leute noch zusätzlich kommen, weil sie sich dieselben Möglichkeiten erhoffen, für dann können legal, aber auch wenn sie illegal kommen, sie legal heim zu bleiben. Mit steht ein Adjektiv dabei, was hier weggefallen ist. An der Agenda 2030 wird noch geschwärzt von einer verantwortungsvoller Migration. Und das Wort verantwortungsvolle Migration, also am Kompakt für Migration, nicht zurückbehalten. Auch das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, was genau du sagst von der Rasse. Aber auf jeden Fall, also auch eine Obligation Männer, die auf den Herkunftsländern an, auf den Migranten selber leid, die aber an Eisen können ihre Sinn machen. Eine Reihe von anderen Fluchtursachen, die nicht annimmt. Den Konflikte durch Waffenhandel, Handelsverträge, die nicht fair sind und so weiter. Alles das hätte ja können mengen, wären auch Aspekte, die an die international Ungleichgewichte oder Unsicherheiten mit abfließen, die eine Migration aufrufen, sind aber an diesem Pakt an dem Sinn nicht zurückbehalten gehen, sodass ich auch da, wie ich für schon auf die Dokumente hingewiesen habe, auch hier muss sagen, dass verschiedene Aspekte, die Migrationsursache können sein, ganz selektiv an diesem Pakt reflektiert werden. Auch als ausgeblendet gehen die ganze Problematik von der Integration, die als immer mal auch do ganz einseitig durchgestaltet gehen die Probleme von der multikultureller Gesellschaft von einer nicht genug großer Integration sind nicht beschrieben am Pakt an mir auch das als eine gelebte Realität an denen Länder wo eine große Immigration gibt Einschränkungen der Freiheit von der Presse. Die Hut von der Ziel 17 guckt von dem Pakt, da das mengglisch für ich als Journalisten nicht uninteressant. Da sieht er, dass Presse encouragiert wird, für positiv über Migration zu rapportieren. Wir denken, dass das nicht erfolgt. Freiheit von der Presse, die muss so sehen, dass Presse auch kann negativ über irgendetwas berichten, ohne in der politischen Druck zu stehen, für so etwas ernst zu sagen. Einstellung der öffentlichen Finanzierung der materiellen Unterstützung von Medien, die systematisch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und andere Formen der Diskriminierung gegenüber Migranten fördern. Das ist die ganze Problematik. Ich merke auch schon eine Interpellation an der Chambre über die Meinungsfreiheit von der Regie erinnert. Aber wie soll dezidieren, was Intoleranz gegenüber Migranten ist, was eine Form von Diskriminierung ist,
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, das ist Gefühl von den Leuten, Rassismus, von der sich äußert, durch eine schriftliche Stellungnahme, können die noch drüber schwätzen. Mir im jeden Fall hat also gesagt, wie nicht Medien, die sich frei sind, Freiheit von der Presse, also Grundpfeiler von unseren Gesellschaften, keine öffentliche Unterstützung mit der verkriegen. An uns ist nicht akzeptabel, weil man als ADR immer antreten wie die Freiheit von den Meinungen und die Freiheit von der Presse. Und ich fand der ähnliche Dispositionen, wie gesagt, am Ziel 17, die an unseren einen Abschnitt bedeuten an die Freiheit von den Medien, dass Medien für sich deontologisch Regeln haben oder was auch immer. Ich meine, das ist selbstverständlich nicht kontestabel, mit dass der Staat oder internationale Instrumente hingehen und die Freiheit von den Medien will regulieren, also wen eine Unterstützung kann kriegen, aber wen kein kann kriegen, ohne dass gesagt wird, was klar wer soll dezidieren, was das dann ist. Das ist etwas, das für uns nicht erfroht. Wir als ADR sind der Meinung, dass Lützeburg diese Pakt winzigen Defizite nicht soll unterschreiben und noch kein Vertreter soll auf Marrakesch schicken.